vorab ein paar Dankesworte, vielleicht kurz einen Dank an die Juristische Fakultät Ljubljana, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Und trotz allem, auch wenn wir mitnehmen müssen, einen großen Dank ans Goethe-Institut Slowenien für die Unterstützung. Das wäre nicht möglich gewesen, das ganze Format ohne Urban Stimme. Vielen Dank für die Mitgestaltung und die Ermöglichung dieses heutigen Abends. Bevor ich jetzt gleich an die beiden Hauptgäste übergebe, lassen Sie mich vielleicht noch mal kurz ein paar Worte zu dem Rahmen der Veranstaltung sagen. Das Max-Weber-Programm als Logo hier erfasst ist die Bayerische Landesbegabtenförderung, die herausragenden Studierende in Bayern durch Stipendien und ein umfangreiches Programmangebot unterstützt. Und dazu gehören eben auch diese Sommerakademien, wie sie hier gerade stattfindet. Unsere Förderung wird finanziert durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Getragen und ausgeführt wird das Programm wiederum durch die Studienstiftung, eines der ältesten und größten Begabtenförderwerke in Deutschland. Aktuell bestreiten und feiern wir auch unser 100-jähriges Bestehen. Also das ist der Träger und unser Kooperationspartner. So erklären sich also die 120 Studierenden und Dozierenden hier im Publikum. Es sind allesamt StipendiatInnen aus unserem Förderprogramm. Und wir laden sie eben jährlich ein, im Rahmen von Sommerakademien zu verschiedenen Themen und Workshops eine ganze Woche lang hier zusammenzuarbeiten. Und jetzt spreche ich von zwei Hauptgästen, die wir hier eben haben. Also zum einen begrüße ich wirklich ganz herzlich und freue mich, den Schriftsteller, Übersetzer und Verleger Aleš Steger hier zu Gast zu haben, der heute Abend aus seinem Buch Gebrauchsanweisung für Slowenien uns mitnehmen wird auf eine sehr persönliche Reise durch sein Heimatland. Ich freue mich sehr darauf und genauso ist es eine große Ehre und schön, dass es hier gegeben hat, dass wir die Moderatorin und Journalistin Mojca Marwitz hier haben, die uns durch das Gespräch und den Abend führen wird. Ich freue mich sehr darauf, ich bin sehr gespannt, ob was folgt und übergebe jetzt das Wort an Sie. Vielen, vielen Dank. Ist so gut. Aleš hat schon so viele schöne Sachen auch über diesen Saal erzählt. Und wir fangen super pünktlich an. Ich meine, ihr seid ja alle da, 8 Minuten vor Beginn. Und wirklich herzlich willkommen in Slowenien. Ich freue mich sehr. Wir haben jetzt hier fast 100 Leute vor uns, mitten im August. Das ist fantastisch. Seid ihr alle zum ersten Mal in Deutschland, in Slowenien? Ja, alle zum ersten Mal? Nein? Schon da einmal gewesen? Okay, das wird heute dann... Bestimmt auf einer Tankstelle, oder? Oder vorbeigefahren. Das ist halt immer nicht dieses Verb. Man sagt ja, das Land wäre ein Transitland. Und die meisten, wenn man sie anspricht, sagen, ja, ich war schon da. Auf dem Weg nach Kroatien, so heißt es normalerweise, ja. Mein Name ist Mojca Marwitz und wie gesagt, ich bin Journalistin. Ich bin aber auch eine Reisende. Ich reise sehr viel. Und das Schöne an Reisen ist auch nach Hause zu kommen. Und je mehr man reist, desto schöner ist es, nach Hause zu kommen. Und dieses Nachhause ist auch immer ein bisschen anders. Vielleicht, weil ich anders bin, wenn ich nach Hause komme. Man hat einen anderen Blick, man wird vielleicht kritischer oder ironischer, anders. Und es freut mich heute sehr, dass ich über meine Heimat sprechen darf mit Aleš Steger. Er ist ein Schriftsteller, Verleger, wie gesagt, aber auch ein Dichter, der sehr viel über meine Heimat, über Slowenien schreibt. Und heute werden wir über sein Buch, über die Gebrauchsanweisung für Slowenien, Aleš. Das ist ja eine Zumutung, weil es ist ein sehr besonderes Land, das eine Gebrauchsanweisung braucht. Also es gibt Knöpfe, die man drücken soll, wenn man in Slowenien ist, und rote Knöpfe, die man nicht drücken darf. Ja? Ein wunderschönes Buch, das mit sehr viel Humor über Slowenien und Slowenen erzählt. Und du wolltest zuerst einen kleinen Auszug vorlesen. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zur Entstehungsgeschichte. Weil, an und für sich schreibe ich keine Bücher über Länder. Ab und zu schreibe ich. Mojca ist, wir kennen einander jetzt seit 30 Jahren wahrscheinlich, ist eigentlich
es ist eine große Freude, mit dir hier zu sitzen, weil du wirklich das Feld der, wie soll ich sagen, der Raumbeschreibung erweitert hast für die Slowenen. Über Jahrzehnte macht Mojca wirklich die bekannteste TV-Sendung über fremde Länder. Und natürlich für dich ist es einfach, jetzt über das Nachhausekommen zu sprechen, weil du ja fast nie zu Hause bist, ja? Ja, aber ich reise als Slowenin. Ja. Ich habe immer eine slowenische Perspektive. Ich denke, das ist auch Ich glaube, das ist schon wird Ihnen ein Schlüsselpunkt, ja. weil wir befinden uns eigentlich in einem zeitgeschichtlichen Moment, wo man über das Reisen und über Länder nicht mehr so sprechen kann, eigentlich wie noch bis vor kurzem. Man hatte ja diese Reiseführer, die Deutschen hatten den BDK zum Beispiel, in denen, oder dann später Lonely Planet oder wie immer sie hießen, in denen man fast alles für ja, einen praktischen Umgang mit einem fremden Land erfahren konnte. Jetzt haben wir Handys. Und die Frage ist, worüber schreibt man dann noch in Büchern? Und als wer schreibt man in Büchern? Zum Beispiel, es gibt diese Reihe bei Piper, vielleicht kennt jemand diese Reihe, Gebrauchsanweisung für. Es gibt auch eine Gebrauchsanweisung für Bayern in dieser Reihe. Und die Pointe ist eigentlich nicht, dass diese Bücher von Leuten, die in diesen Ländern oder jetzt in den Städten geboren wurden oder die dort leben, sondern von jemandem geschrieben werden, der auch eine Außensicht mit sich bringt. Du hast gesagt, du bereist diese Länder immer als Slowenin. Die Frage für mich bei diesem Buch war, wie kann ich eigentlich über mein Land jetzt als Nicht-Slowene sprechen oder schreiben? Das war eigentlich die große Herausforderung. Ich schreibe all meine Bücher, meine Romane, Gedichtbände etc. auf Slowenisch. Das ist eigentlich das einzige Buch, das ich im Leben auf Deutsch geschrieben habe. Also war es eigentlich die Wahl der Sprache, die mir diese wenigstens teilweise Verfremdung ermöglicht hat. Und die Erfahrung war wirklich, und das können Sie ja alle probieren, wenn Sie zum Beispiel versuchen, jetzt nicht vielleicht auf Englisch, weil das ist fast schon muttersprachlich für Sie alle wahrscheinlich, oder in einer anderen Sprache, also Alltägliches zu schreiben. Vieles geht nicht. Und vor allem, was nicht geht, sind diese Ideen, die wir Slowenen über sich selbst eigentlich im täglichen Gebrauch als selbstverständlich empfinden. Wenn man die in einer Fremdsprache hinschreibt, funktionieren sie nicht mehr auf einmal. Und dann denkt man, warum funktioniert das nicht? Warum hört sich das so blöde an? Es ist wirklich komisch. Und dann kommt das, was du auch schon erwähnt hast, der ironische Blick. Fangen wir an mit einer kurzen Ich glaube, das ist Kostprobe. Es ist ja keine, wie soll ich sagen, es gibt draußen kein Buchhändler, also ist es keine Promotionsveranstaltung für das Buch. Es ist eher wirklich so ein Gespräch, in das wir Sie verführen möchten, über das Land nachzudenken, über dieses kleines, Großes, das Kleine, das Große und das Wenige. Sie lieben Berge. Sie möchten in die Berge. Fahren Sie nicht nach Slowenien, fahren Sie lieber in die Schweiz. Dort hat man Berge in Überfluss und dazu noch höhere. Sie wollen ans Meer.
Nein, Slowenien ist dann auf keinen Fall eine gute Wahl. Fahren Sie lieber nach Griechenland oder Kroatien. Dort gibt es reichlich mehr. Ja, und Inseln und Sandstrände gibt es dort auch. Sie lieben Religion? Fahren Sie nach Österreich, nach Bayern. Dort trifft man den lieben Gott in jedem zweiten Satz. Oder besuchen Sie den Vatikan, aber fahren Sie nicht nach Slowenien, bitte. Sie mögen Metropolen, lange Einkaufszeilen oder Boulevards. Sie lieben das Urbane und möchten nach wohin? Sie werden enttäuscht sein. In Slowenien gibt es nicht einmal richtige Wolkenkratzer und Leute, nun ja, Menschenansammlungen sind in Slowenien seltener als Safran. Leute gibt es in Slowenien zu wenige für jemanden, der Menschenansammlungen mag und nichts lieber tut, als durch die Menschenaufläufe der Ginza in Tokio, auf der New Yorker Fifth Avenue oder in der Londoner New Oxford Street zu zwängen. Sie werden fragen, Slowenien, ist das überhaupt ein Land? Ist es nicht eher eine Zumutung, einen kleinen Flecken der Größe von Los Angeles einen Staat zu nennen, dazu noch ohne Päpste, Könige, Billionäre und ohne dass zumindest ein historisches Stück von Shakespeare dort spielen würde? Oder wenigstens mal ein fetter Krieg von dem Land angezettelt worden wäre? Sie haben absolut recht. Diejenigen, die die große Welt lieben, die von Zahlen, langen Einkaufsmeilen, höchsten Stockwerken, schwindelerregender Statistik und unendlichen Stahlbetonmengen, von unzugänglichen und unerreichbaren fasziniert sind, sollten das Land höchstens vom Café an der Autobahnraststätte aus erkunden, auf der kürzestmöglichen Durchreise. Das so zur Einführung. Ist das jetzt ein literarischer Trick, um etwas interessanter das Publikum, die Aufmerksamkeit zu bekommen? Fahren Sie in die Schweiz, wenn Sie Berge mögen, nach Kroatien, wenn Sie die Adria lieben? Oder ist es diese slowenische Bescheidenheit? Es ist ich glaube, es ist schon eine antislowenische Geste. Weil die typisch slowenische Geste wäre ja, bei uns ist es ja so nett. Und ich glaube, das trifft nicht immer zu. Das trifft vielleicht immer weniger zu. Wir haben zuvor im Café natürlich schon alles besprochen. Und das Interessanteste werden Sie von diesem Gespräch nie erfahren. Ja, wir wollen uns nicht wiederholen. Wir wollen spannend für uns zwei machen. Aber es ist schon so, glaube ich, und da sind wir der gleichen Meinung, dass wir Slowenen so von uns selbst erschrocken sind, dass wir eigentlich uns nach außen sehr schön präsentieren, viel schöner als wir sind oder viel netter, viel gepflegter und nach innen doch eine andere Umgangsweise pflegen. Und ich glaube, solche realistischen Beschreibungen konterkarieren das. Aber es stimmt doch, wir sind nicht weltbekannt, so wie Italien, Österreich, unsere Nachbarn, also viele von unseren Nachbarn. Und diese Geografie scheint immer ein Problem für Slowenien zu sein. Man weiß nicht, wo wir sind. Sogar wichtige Gäste, Politiker haben manchmal ein Problem und sagen, Slowakei, Slowenien, Slowenien, Slowakia, als George Bush zu Besuch war oder Sarkozy, die haben ja auch ein Problem, uns zu identifizieren. Ich bin gerade aus Armenien zurückgekommen, wo ich meinen Urlaub, und da kannten alle Slowenien und wussten alle, dass Bratislava die Hauptstadt Sloweniens ist. Es war wirklich so gang und gäbe. Ich war irgendwie. Aber ich finde es wunderbar, dass du mit diesem Teil angefangen hast und dass wir sofort ein bisschen über Berge, die Seen und so weiter, über die Geografie in Slowenien reden können, weil ich glaube, die Geografie ist etwas, das die Slowenen sehr definiert. Unseren Charakter, wie wir sind, diese Berge, die wir haben,
diese schmalen Täler. Wir waren immer sehr isoliert, auch in der Geschichte. Unsere Sprache wurde Auch- darüber, also Auch davon, untereinander nicht, weil es ist ja bekanntlich, das wissen Sie bestimmt, Sie haben ja alle über slowenische Linguistik geforscht, bevor Sie hierher gefahren sind. Es ist ja dialektal gesehen eine der reichsten Sprachen im Indoeuropäischen. Also es gibt über 50 dialektale Gruppen im Slowenischen, die sich dann noch weiter teilen. Jedes kleine Kaff hat sein Dialekt. Und das bezeugt eigentlich nur, wie unverbunden man in der Vergangenheit war. Also ein Dorf wollte sich vom anderen absetzen. Und das ist eigentlich etwas, das sich auch im Charakter sehr festgesetzt hat. Klar, würde ich sagen, natürlich, es ist immer eine Oberflächlichkeit, wenn man vom generellen Charakter, vom generellen Slowenen. man kann das nicht in Slowenien. Es ist sehr, sehr schwierig, weil es kommen auch 4 sehr verschiedene geografische Regionen aufeinander zu, in einem sehr, sehr kleinen Gebiet. Man muss sich das vorstellen, 32.000 Quadratkilometer. Und das ist das einzige Land, das die Alpen hat, die Adria, Pannonien und auch das Karstgebiet. Und das sind 4 sehr verschiedene. Es ist eine Schnittstelle. Vor allem hat es auch die Wasserscheide im Westen. Also die Scheide, die durch Europa verläuft und wo die Flüsse nicht mehr in die Adria fließen, sondern ins Schwarze Meer. Es ist eine Schnittstelle, die man aber auch sehr schnell durchfahren und umgehen kann. Und das ist eben ein Faktum. Nur, du hast davon gesprochen, von der relativen Unsichtbarkeit. Wir haben das wirklich eingebüßt. Wir hätten das irgendwie bewahren müssen. Ja, man sollte so einen Schirm über Slowenien bauen und keinen reinlassen, keinen rauslassen. Das wäre dann ideal. Dann wären wir wirklich so, wie sich viele Slowenen das wünschen. Es ist aber nicht so. Man hat jetzt einen Pogačar und Doncic und man hat auch negativere Beispiele wie Melania Trump. Dann ist man nicht mehr the nation on the best location. Man ist auch nicht mehr ein Land, das sich irgendwie auch selbst anders inszenieren kann, als es ist, weil man hat schon sehr viel in der Hinsicht hingearbeitet, in den letzten 30 Jahren bekannter zu werden. Es ist aber wahr, es ist manchmal sehr schwer zu sagen, wie wir sind. Wer sind wir eigentlich? Weil wir haben ein bisschen deutschen Charakter auch. Dieses Berggebiet auch, so wie die Österreicher. Aber wir haben auch die Adria. Wir haben auch ein Stück vom Mediterran in uns. Wir verstehen uns auch, wir verstehen auch die Italiener. Wir wissen auch ein bisschen, wie Dolce Vita ist. Wir mögen Olivenöl, aber wir essen auch sehr viel Wurst und Fleisch und Kartoffeln, wie die Deutschen, nicht? Und dann haben wir Pannonien und wir haben so viel Charakter, Unterschiedliches in uns. Es ist sehr schwer manchmal in so einem kleinen Gebiet zu sagen, sind wir jetzt ein Bergvolk, sind wir so wie Österreich, nein, wir sind eine sehr interessante Mischung, würde ich sagen. Und ich glaube auch, wenn die Deutschen zum Beispiel zum ersten Mal nach Slowenien kommen, weil es ist jetzt ein bisschen Trend. Deutschland hat Slowenien entdeckt vor ein paar Jahren, nicht wahr? Also die Österreicher waren immer auf dem ersten Platz, wenn man so die Nummern sieht, die Zahlen von Touristen, wer kommt und wer nicht. Die Deutschen sind plötzlich da. Und die Deutschen fühlen sich wohl. Die Deutschen sind wieder da. Der Wein schmeckt, das Fleisch schmeckt. Es ist fast so wie Deutschland. Aber auch den Italienern gefällt es hier. Auch die Italiener fühlen sich wohl, weil wir essen auch viel Fisch und haben Pasta. Im Süden sind wir mediterran, nicht wahr? Und ich glaube, das ist das Besondere in Slowenien auf einem so kleinen Platz. Ein Mini-Europa, ein bisschen von allem. Ja, also ich
ich vergleiche es ein wenig mit Bonsai. Beschneidung, weil man muss das Kleine lieben. Und auf kleinem Platz, wenn Sie mal in Japan gewesen sind, jeder hat ja so vielleicht 2 Quadratmeter vor dem Hauseingang so einen kleinen Garten, auf dem aber sehr viel passiert. Das ist so Slowenien. Ich fühle mich in Japan dann immer, wenn ich so diese Gärten sehe, immer wie zu Hause. Aleš, du bist Schriftsteller, du bist Dichter. Sprache ist für dich sehr wichtig und du schreibst auch sehr viel über die slowenische Sprache in diesem Buch. Sehr interessante Dinge. Und ich glaube, das ist für jeden auch interessant zu hören, warum wir so viele Dialekte haben. Also das ist eine Sprache, die slowenische Sprache wird von 2 Millionen Menschen gesprochen. Sie hat überlebt, obwohl wir jahrhundertelang unter Österreich-Ungarn waren. Habsburg. Die offizielle Sprache in Ljubljana war Deutsch. Ljubljana war Laibach, nicht wahr? Ein Teil von Slowenien war unter Italien, wo Italienisch gesprochen wurde. Aber wir haben unsere Sprache erhalten. Warum ist das so und warum haben wir so viele Dialekte? Darüber schreibst du auch in diesem Buch. Natürlich, es ist schon ein kleines Mysterium, dass Sprachen, es gibt ja weltweit so um die 7000 Sprachen. Und man nimmt an, dass innerhalb von 100 Jahren die Hälfte davon nicht mehr aktive Sprachen oder tote Sprachen sein werden. Alles wird jetzt schon aufgenommen, die letzten Sprecher werden und so. Wir sind noch irgendwie zuversichtlich, weil wir sind eine offizielle Sprache der EU und auch Apple, nicht nur Microsoft, macht jetzt seine Produkte auf Slowenisch. Also man hat schon so eine Zuversicht. Aber ich stelle mir immer diese Parallele, und jetzt, das ist natürlich interessant vielleicht für Sie, das Sorbische. Wenn man sich die Sorben anschaut, so im 17. Jahrhundert Slowen und die Sorben, sehr ähnliche Situation, sehr ähnliche Zahlen, sehr ähnliche Institutionen, die ins Leben gerufen wurden, Druckwesen etc. 300 Jahre später gibt es die eine Minderheit fast nicht mehr. Quito Lorenz, der große sorbische Dichter, vielleicht der letzte. Cottbus. Ja, Cottbus etc. Und hier gibt es noch ein Land, das Glück hatte. Das sehr viel Glück hatte. Man muss es auch so sehen, glaube ich. Natürlich, von Glück kann man nicht auf lange Sicht überleben. Man muss auch sehr selbstbeschützerisch eigentlich und mit Bedacht auf die Sprache gedacht haben. Aber man muss auch eigentlich auf der richtigen geografischen Position platziert sein, um diesen Druck standzuhalten. Das ist so. Und vielleicht wird ja in 1000 Jahren die gleiche Geschichte wie mit dem Sorbischen dann mit dem Deutschen sein. Man weiß ja nie. Wenn man aus einer großen Sprache kommt, nimmt man es als selbstverständlich, dass das ins Unendliche reinführt. Es ist nicht unendlich. Wir können es natürlich hier sehen, in Slowenien, wo noch 85 die gleiche Zahl deutscher Bücher verkauft wurde wie englischsprachig. Und heute ist dieses Verhältnis 1:50 oder 1:70. Und ich meine, Sprachen sind eine sehr lebendige Sache. Und wenn man in Slowenien aufwächst, versteht man die Fragilität der Sprache viel besser als wahrscheinlich, wenn man in Frankfurt oder Offenbach aufgewachsen ist. Dort ist es eigentlich etwas Selbstverständliches. Man fährt 1000 Kilometer an die Ostsee und noch immer spricht man etwas, das ans Deutsche erinnert. Ja? Bei uns fährt man 1,5 Stunden in eine Richtung und keiner spricht die Sprache mehr. Und das ist natürlich eine grundsätzliche
Position für einen slowenisch sprechenden Menschen, weil man kommt eigentlich mit der eigenen Sprache fast nicht mehr aus. Man kann es tun, aber fast keiner macht es. Aber wir sind eine von Nationen, die sich mit der Sprache identifizieren. Wir sagen immer in Slowenien, wir sind Slowenen, weil wir Slowenisch sprechen. Nicht, weil es so in unserem Pass steht und weil wir diese Flagge haben und hier leben. Nein, wir sind Slowenen, weil wir Slowenisch sprechen. Das wird sehr oft wiederholt. Ja, unser guter Freund, der Übersetzer von Srečko Kosovel ins Deutsche, Ludwig Hartinger, der Slowenisch deshalb gelernt hat, weil er in Paris einmal ein kleines Büchlein gekauft hat. Da an der Seine hat er so ein Büchlein in den 70ern rausgefischt und es war eine französische Übersetzung der Gedichte von Srečko Kosovel und er wusste, das ist eine Erleuchtung, das hat sein Leben verändert und der hat dann Slowenisch perfekt gelernt, Salzburg, und dann Kosovel 2 Jahrzehnte später auch ungenial übersetzt. Also der sagt immer, ich glaube an ein Europa der Muttersprachen, nicht der Vaterländer. Das ist natürlich etwas, das man nur auf Deutsch so schön sagen kann. Und man muss schon Deutsch auch können, um diese Aussage wirklich zu verstehen. Aber ich glaube, das ist etwas, das wir wirklich als sehr tief empfinden, als etwas, ja, wahrscheinlich wirklich von den Müttern mitgegebenes hier, die slowenische Sprache. Meine Theorie ist auch, dass die slowenische Sprache auch überlebt hat, weil sie auf dem Land gesprochen wurde, in sehr isolierten Orten. Auch heute, Slowenen leben sehr gerne isoliert, nicht? Man geht in die Berge, es gibt so viele Bauernhöfe, die für sich stehen und deshalb haben wir auch so viele Dialekte. Mehr als 46 ist jetzt die offizielle Zahl. 46 Dialekte in einer Sprache, die von 2 Millionen Menschen gesprochen wird. Also das ist unser Personalausweis. Du öffnest den Mund und jeder weiß sofort in Slowenien, wo du herkommst. Der ist das Ljubljana. Aber nicht beim Mozi, hier spricht so ein perfektes Slowenisch, das kann man nicht. Und das ist schon sehr, sehr slowenisch, diese Identität. Und deshalb auch Dichter, Schriftsteller haben hier einen sehr besonderen Status. Hatten einen Status. Das ist leider, diese Zeiten sind vorüber. Ja. weil Aber ihr werdet es schon erleben, Menschen- wenn ihr durch Slowenien reist, wie viele Monumente, Statuen wir haben, Ja. die Dichtern gewidmet sind. Es ist ja so, wir neigen auch deshalb zu dieser Romantisierung der Sprache. Wir sagen, ja, aber das Slowenische, das ist ja so speziell. Wir haben den Dual. Und der Dual, diese besondere grammatikalische Form für das Ausdrücken von zwei, das sind immer dann verschiedene Formen. Das ist wunderbar für die Slowenisch Lernenden, weil das meistert man dann sehr schwierig, also für 2 Frauen, 2 Männer gemischt etc. Der Dual, und nur wenige Sprachen haben den Dual beibehalten, die meisten haben nur Singular und Plural. Und wir neigen ja dazu, das wirklich zu romantisieren und sagen, ja, Die Sprache der Liebe. so ist es. Aber eigentlich Uns zwei. ist es auch die Sprache der Zwist. Weil man braucht ja 2, um zu streiten. Und wir Slowenen, wir mögen zu streiten, aber nicht mit Ausländern. Den Ausländern gegenüber sind wir sehr so ergiebig und aber mit dem Nachbar, das liebt ihr. Oder? Oh ja. Nationalsport. Ja. Aleš, so, wie ist denn der Slowene oder die Slowenen? Da hast du ja auch ein interessantes Kapitel darüber geschrieben. Ja. Vielleicht können wir noch etwas vorlesen. Der Slowene, die Slowenin, falls es ihn oder sie überhaupt gibt, ist bestenfalls eine Scheinheilige. Slowenen sind meist pflichtbewusst, vor allem wenn es darum geht, das System, die Gesetze, den Chef legal auszutricksen. Wir arbeiten
rühmen uns gern der eigenen Arbeit und verstehen als Teil dieser Arbeit auch das Jammern über das Arbeiten. Der Slowene, die Slowenin trinkt, ohne jemals zuzugeben, dass es ihm oder ihr schadet. Er bzw. sie feiert gern, um dabei heftig mit anderen, und davon haben wir gesprochen, in Streit zu geraten zu können. Vor allem in der Familie ist das ein beliebter Sport und es gibt nichts Größeres und Wichtigeres für einen Slowen, für eine Slowenin als die Familie. Auch wenn er oder sie es nie so offen zeigen würden wie ein Italiener oder eine Grieche. Er flucht, aber meistens auf Serbisch oder Englisch. Slowenische Flüche kennt er fast keine, zumindest keine deftigen. Dafür hat er eine Doppelmoral verinnerlicht, die ihn untertänig und hochnäsig zugleich erscheinen lässt. Dem Balkan und dem Ostblock gegenüber fühlt er sich überlegen, obwohl sich ein solches Gefühl nicht aus Realität speist, sondern aus Vorurteilen. Und ebenso wird er schnell still, wenn der Westen spricht. Oder er wiederholt brav, was einem gerade gesagt wurde. Das Hauptziel ist, wenig von eigenem nach außen dringen zu lassen, der Welt nichts Schlechtes über sich zu verkünden, strahlend und zugleich verkannt dazustehen, ohne Grund und Effekt. Das verleiht ihm eine gewisse Steifheit und Verkrampftheit im Umgang mit Fremden. Er leidet unter dem Druck, immer einen besseren vorspielen zu müssen, obwohl er eigentlich nicht weiß, wozu und warum. Es ist dieser Drang in ihm, ein Besserer als er selbst zu sein, eine unerfüllbare Aufgabe, die ihn oft ratlos und fremd an der Seite stehen lässt. Er ist der geborene Außenseiter im eigenen Land. Deshalb verreist er so gern und so oft er nur kann. Anderswo wird er zum fröhlichen Menschen, zum Weltenbummler, wissbegierig, innovativ und schlau. Wo immer sie in der Welt hinreisen sollten, sie werden nicht weniger als einen, aber auch kaum mehr als 2 Slowenen antreffen. Ich habe Slowenen auf dem Machu Picchu sprechen gehört, auf Feldern nahe Sapporo und in Tungusien. Auch die touristischen Daten sprechen dafür. Im Durchschnitt reist der Slowene öfter und weiter als andere Mitteleuropäer. Er muss reisen, denn er ist auf der Flucht. Und gerade diese Flucht macht seine Existenz im eigenen Land nicht nur ertragbar, sondern ab und zu sogar zu einem Genuss. Bei offener Käfigtür bleibt er lieber freiwillig eingesperrt zu Hause. Er kennt die Schönheit, die ihn umgibt, genauer und lernt sie zu schätzen. Es wäre sehr interessant zu wissen, wie ihr uns erlebt in diesen Tagen. Wie habt ihr Slowenien jetzt in den ersten Tagen? Wie fühlen wir uns an? Jemand einen Kommentar? Hat jemand schon mit jemandem gestritten hier? Ja. Gestritten, getrunken, gegessen. Also unsere slowenischen Stadtführerinnen habe ich als ziemlich schnell und tough erlebt, auf jeden Fall. Genau. Warum? Hatte sie es eilig, nach Hause zu gehen? Die haben irgendwie in so wenig Zeit echt so viele Infos untergebracht, sehr schnell geredet, von hier nach da, ein kleiner Joke zwischendurch. Noch ein Kommentar, bitte. Slowenische Gastfreundlichkeit vielleicht irgendwie, nicht? Sofort Wurst, Aufschnitt, Käse, alles ist da. Ja, grüß Gott. Ich habe 70 Jahre hier. Ich
habe 70 Jahre in München gelebt und jetzt lebe ich 5 Jahre in Ljubljana und ich möchte nirgendwo anders mehr leben als hier. Es ist die schönste Ort auf der Welt für mich. Will verstanden? Ja, wunderbar. Also, wir müssen dann später Ihre Telefonnummer bitte nehmen für den slowenischen Fremdenverkehrsverband. Der wird sich freuen. Das ist ja, Aleš, nicht? Wir sind immer so freundlich auch Gästen gegenüber. So super freundlich. Wir sind nicht so freundlich uns gegenüber. Ja, wahrscheinlich. Ja, man möchte ja eigentlich ein Ausländer in Slowenien Ja, sein. einen oder? guten Oder jemand, der gutes zugereist ist, die Ja. Zugereisten. Apropos zugereist, das ist jetzt absolut ein anderes Thema, aber ich weiß, Sie alle sind Intellektuelle und Sie lieben Bücher und Sie lesen sehr viel. Sie können nicht ohne Bücher auskommen und ich möchte Ihnen wirklich ein Schlüsselwerk slowenischer Literatur ans Herz legen, Die Zugereisten von Lojze Kovačič. Kovačič ist wahrscheinlich der größte slowenische Prosa-Schriftsteller der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er wurde in der Schweiz geboren und kam 1945 aus slowenisch-Schweizer Familie nach Ljubljana und sprach kein Wort Slowenisch. 1945. Können Sie sich das vorstellen? Es ist ein grausames Buch, das eigentlich viel darüber sagt, was du immer wieder jetzt ansprichst, wie wir untereinander eigentlich miteinander auskommen. Typisch slowenisch ist zum Beispiel, du fährst nach Kroatien oder Serbien und jeder sagt, oh, du siehst gut aus heute. Und in Slowenien, hast du schon wieder neue Schuhe? Das ist slowenisches Kompliment. Ach so, ach, du hast es bemerkt, danke. Habt ihr schon ein bisschen mit der Kleinigkeit von Slowenien zu tun gehabt? Wir sind immer so klein, ein kleines Land. Nicht klein, klein. Das hört man doch sehr viel in Slowenien. Ja? Noch eine Meinung? Da oben. Ja. Wir hören Sie vielleicht besser, weil es ist ein großer, großer Saal. Also ich gehöre auch nicht zur Studiengruppe, aber ich lebe schon ein Jahr jetzt hier. Und weil Sie das gerade so schön ansprechen mit dem Kleinen, ich finde, was für Slowenen sehr charakteristisch ist, ist dieses sich gegenüber Ausländern manchmal auch vielleicht ein bisschen kleiner machen und sehr bescheiden sein, aber eigentlich ganz stolz zu sein auf Slowenien. Ganz, ganz stolz zu sein, wie schön es hier ist, wie sicher es hier ist, was für nette Menschen hier leben. Dass man innerhalb von einer Stunde entweder in die Adria fahren kann und danach noch Ski fahren kann in der Nähe vom Das ist Sochacz. sehr typisch, das erzählen wir sofort, ja. Also, und Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, Herr Steger, dass die Slowenen deshalb eigentlich ganz heimatverbunden sind. Ich glaube, Sie haben eine Statistik aufgenommen, wo es heißt, dass irgendwie 50-60% der Slowenen in einem Radius von 50 Kilometer sterben, wo sie geboren wurden. Ja. Das heißt, viele verlassen einfach das Land eigentlich auch nicht so richtig, um irgendwo anders vielleicht das Glück zu finden. Und das ist einerseits sehr schön, aber andererseits frage ich mich auch manchmal, ob die Slowenen dadurch so ein bisschen versuchen, die Krisen der Welt so von sich wegzuhalten, unter sich zu bleiben und mit den ganzen Komplikationen, die wir vielleicht in Deutschland zu tun haben oder sonstigen, einfach gar nicht so ein bisschen von sich weghalten. Ich fand zum Beispiel die Diskussion um die ganze Verteidigungsausgabenerhöhungen hier in Slowenien sehr, sehr interessant, die ja völlig anders geführt wird, weil vielleicht das Verständnis von der Welt und die Risiken und Gefahren, die um uns herum sind, ganz anders sind, weil man einfach in seinem schönen Slowenien ist, auf das man nämlich stolz ist und das man eigentlich auch nicht verlassen möchte. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Natürlich, wir sind endogam, das ist ganz klar. Und wir wollen uns eigentlich das Leben auch erleichtern, obwohl es eigentlich im Endeffekt viel schwieriger erscheint, weil man so in diese Familiengeschichten dann das ganze Leben eingebunden wird. Die Welt verändert sich und damit auch Slowenien. Sehr viele Jugendliche verreisen, aber in den letzten Jahren kehren auch extrem viele zurück. Und das ist schon eigentlich bezeichnend, dass man eine Erfahrung dann auch mitbringt und das verändert natürlich, ich glaube, das Land. Aber wo Sie gerade eben die Debatte über die Ausgaben erwähnen,
wir denken noch immer, dass wir so klein sind, dass uns die Weltgeschichte irgendwie umgehen wird. Wir werden uns ein wenig ducken und dann ist die Krise schon vorbei. Ich glaube, das ist so ein Grundgefühl, mit der auch sehr viele Politiker bei uns agieren. Es ist nicht nur jetzt etwas, das in der Öffentlichkeit, sondern wirklich, man denkt sich, ja, wir sind kein Faktor, also brauchen wir uns eigentlich um Größeres auch nicht zu kümmern. Obwohl wir in der Sprache zum Beispiel noch immer nicht viele Verkleinerungen benutzen. Wir wollen nicht niedlich und klein sein, nicht? Wir sind groß. Also nur so, es ist sehr interessant für eine slawische Sprache. Nicht slawische Sehr Sprachen ruhig, da haben hast du vollkommen tragen recht. Ja. sehr viele Verkleinerungen, nicht? Das Slowenische nicht. Und wir möchten immer also selber davon einem Fremden erzählen, ja, wir sind sehr klein und wissen Sie, entschuldigen Sie, aber wir sind noch kleiner. Wir als machen uns klein. noch kleiner, ja, im Ja. Voraus. Aber der andere sollte das nicht sagen. Und das ist eigentlich so dieses typische, äh, Sie sagen, ja, vielleicht verkleinert man sich, ja, man macht es, aber man ist auch sehr darauf aus, dass man von anderen von außen nicht verkleinert wird. Und ich glaube, das ist schon diese Schizophrenie, die hierzulande ja sehr verbreitet ist. Ich finde es auch interessant, das andere Thema, das Sie angesprochen haben, ja. Wir leben jetzt nicht also im Radius 50 Kilometer. Nicht? Also wir ziehen nicht gerne um oder wir suchen keinen Job. Wenn man jetzt in Maribor lebt, arbeitet man nicht in Ljubljana, obwohl das für Deutschland zum Beispiel eigentlich nicht so weit ist, nicht diese 100 Kilometer zum Beispiel zur Arbeit zu fahren. Aber das macht man nicht. Wir sind sehr territorial und auch dieses Besitzen. Nicht? Wir sind Besitzer, wir mieten nicht. Die meisten Slowenen besitzen ein Haus, eine Wohnung. Es ist sehr Wir hatten ja, komisch, wenn man nur mietet das ganze Leben. Sie müssen sich vorstellen, wir hatten ja 50 Jahre Kommunismus, wo alles oder das meiste allen gehörte. Und dann hat man wo Slowenien selbstständig wurde, hat man ein Gesetz verlassen, wo jeder, der in einer öffentlichen Wohnung lebte, und das waren die meisten, diese Wohnung für ganz wenig Geld abkaufen konnte. Und die meisten haben das gemacht. Das heißt, später gab es für jüngere Generationen, das ist heute katastrophal, weil die Jungen haben keine Möglichkeit, eine Sozialwohnung zu bekommen. Aber für die Generation war es wirklich eine totale Lebensabsicherung, weil man hat wirklich etwas besessen. Und jeder besitzt dann noch einen Garten oder ein Wochenendhaus oder und kann auch mit ganz wenig Geld auskommen, weil man ist damit abgesichert. Das ist eigentlich die soziale Absicherung in Slowenien, ist Besitz, Eigentum. Eigentum. Eigentum, Wohnung, Haus. Und eigentlich ist man auch überhaupt nicht urban. Ljubljana scheint jetzt wirklich urban zu sein, wenn Sie diese Woche, die Sie hier verbringen werden, durch Ljubljana hin und her laufen. Sie sehen diese Menschenaufläufe. Das ist ja alles Tourismus. Die Slowenen möchten nicht im Stadtzentrum leben. Die Slowenen, wir möchten irgendwo auf dem Land leben. Wo lebst du, Mojca? Aber das ist ja unsere Tradition, nicht? Ja. Berge. Und man möchte Land. die eigenen Pflanzen, ein wenig Kartoffel einbauen. Und man muss auch sagen, die slowenische Sprache ist sehr reich, wenn man die Natur beschreibt. So ist Die Arbeit auf dem Land. Zum Beispiel, manchmal habe ich Probleme in slowenischen Gefühle auszudrücken. Wie fühle ich mich jetzt? Ich habe ein Wort dafür in Serbischen oder in Spanischen oder Italienischen, aber in Slowenisch muss ich das beschreiben. Ich fühle mich jetzt so wie ungefähr la sind 6 Wörter. Nicht? Und der Spanier sagt, ein Wort. Ja. Aber um die Natur zu beschreiben, wie die Sonne aufgeht, wie es regnet, wir haben sehr viele alte, schöne Ausdrücke für
oder besondere Ausdrücke, die es zum Beispiel im In Deutschen anderen überhaupt Sprachen? nicht gibt. Zum Beispiel Tulmun ist so ein Wort. Tulmun ist eine Stelle im Fluss, wo das Wasser ganz langsam so in einen Kreis fließt. Oh, das ist kein Wirbel, das ist, also es gibt zum Beispiel, also solche, aber ich glaube auch in anderen Sprachen gäbe es ähnliche Beispiele, vice versa. Natürlich, man ist sehr naturgebunden und man bleibt es, und für die meisten beginnt das Leben erst, wenn man die Stadt verlässt. Ja, das Leben auf dem Land ist Absolut, oder in der Natur. Deshalb ist man auch so sportbesessen. Deshalb Sie können da in den Park gehen, schon morgen um 7. Sind nicht nur diejenigen, die mit ihren Hunden Gassi gehen, sondern vor allem die Sportler unterwegs. Also es ist wirklich maniakalisch, was bei uns Aber das ist ja, so ist ja auch unsere Geschichte, nicht? Wir sind ja Bauer, traditionell. Wir hatten keine großen Könige, wenn man uns jetzt mit anderen Nationen oder Völkern vergleicht, nicht? Wir waren immer Bauern, wir haben das Land bearbeitet. das, und wir hatten schon auch eine intellektuelle Schicht. Eine intellektuelle Schicht, die aber natürlich über Jahrhunderte sehr an die Kirche gebunden war. Und wenn man sich das anschaut, wir hatten ja, der Protestantismus hat uns sehr gut getan, aber die Gegenreformation sehr schlecht. Und auch das Schriftwesen etc., alles, was eigentlich wirklich im 16. Jahrhundert eigentlich sehr üppig hier aufgebaut war, sehr früh, auch im Vergleich zu anderen slawischen Völkern, Russland etc., wurde alles für 200 Jahre fast eingedämmt. Und es gab diese Rückkehr zum Deutschen. Und eigentlich fehlt sehr oft die slowenische Rückkopplung auf die. Ich würde es so sehen. Auch oft auch im ästhetischen Sinn. Du hast ein sehr interessantes Kapitel im Buch über die Zeit Ja. in Slowenien. Die Uhren ticken alle gleich, ob man jetzt in Berlin lebt, Wien, nicht? Aber trotzdem läuft manchmal die Zeit anders in Slowenien. Manchmal hat man das Gefühl, wir sind nicht da mittendrin. Wir sind so ein bisschen da hinten. Aber manchmal wollen wir so ultra schnell sein, super schnell, wie Pogacar auf dem Fahrrad. Ja. Nee, aber du hast über die verschiedenen Regionen gesprochen. Ich glaube, das Zeitverhältnis ist auch in jeder Region ganz anders. Und nicht nur jetzt regionsgebunden, sondern in gewissen Momenten. Wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn Sie vielleicht 2 Wochen später kommen würden, wo ein ganz besonderes Licht in den Kars reinfällt, gibt es wirklich Momente der Zeitlosigkeit in diesem Licht. Und das Licht macht eigentlich wirklich ein Spektakel, ein Loch in der Zeit, wo alles präsent ist und zugleich nichts weiterführt. In der pannonischen Ebene hat man diesen gleichen Effekt im Winter. Wenn man eigentlich über die unendlichen Felder, so weiß beschneiten Felder rüber sieht und es scheint, dass die Krähen in der Luft eingeeist sind. Die stehen dort und man hört nur das Kra. Aber sie fliegen nicht. Nur Kra. In den Alpen weiß ich nicht, wann die Zeit stillsteht. Also sie werden ja in die Höhlen von Karst gehen, nicht? Sie werden die Szkocjanskie Jamy besuchen und dort gibt es keine Zeit. Dort sind die Zeit nur sie, die reinkommen, wieder die Zeit mit sich rausnehmen. Die Zeit existiert dort überhaupt. Und manchmal läuft die Zeit so langsam wie die slowenische Bar. Aber ein schönes Tempo
um die Natur zu beobachten und die Städte. Oder nebenbei zu laufen. Auf jeden Fall Bahn fahren in Slowenien, aber man muss Zeit haben. Ja. Du beschreibst auch viel Natur. Ein Kapitel erzählt sehr viel über die Natur. Erzählen wir ein bisschen mehr über die Berge, damit wir jetzt ein bisschen Sightseeing machen. Die Berge und wie wichtig die sind für Slowenen, wo immer wir auch leben. An der Küste, Pannonien, alle lieben die Berge. Berge sind natürlich, sie kommen ja wahrscheinlich auch aus Bergland, Bergecken Deutschlands, aus dem Süden oder Harz oder so. Es sind immer Orientierungspunkte und heilige Punkte. Für die Slowenen, ich habe das recherchiert, das war wirklich sehr interessant, wie wichtig es war, in einer Zeit, wo die Berge sehr, wenigstens hier die südlichen Ränder der Julischen Alpen kaum bevölkert waren, wie wichtig es war, im 19. Jahrhundert eigentlich die Berge für sich irgendwie nicht nur zu benennen, sondern sie auch zu besetzen. Es war zum Beispiel für den Triglav, den höchsten Berg Sloweniens, den heiligen Berg der Slowenen. Es gab wirklich mit den Österreichern eigentlich fast ein Wetteifern. Wer wird den Berg besetzen und für sich eigentlich an sich reißen? Die Berge kümmern sich natürlich nicht darum, um unsere nationalistischen, patriotischen, politischen Machinationen. Aber für uns Menschen sind Berge extrem wichtig. Der Triglav, der hat Triglave, 3 Köpfe, sagt man, aber der hat nur 2. Vielleicht ist das auch etwas, das typisch für die Slowenen ist, weil wir sehr oft eigentlich ein drittes dazu imaginieren. Ich glaube, wir sind schon ein träumerisches Land. Das ist jetzt nicht jetzt von Hand übernommenes. Ich glaube wirklich, dass wir ein Land auch der Tagträume sind. Und Tagträume können ja bekanntlich die Landschaft erweitern, aber die können auch sehr viele Missverständnisse bezeugen unter den Tagträumen. Und in Slowenien bewundern wir nicht nur die Berge, wir besteigen sie auch. Es ist so wie ein Job eigentlich, nicht? Du stehst um 5 Uhr morgens auf, damit du um 8 schon oben bist. Wenn man jetzt zur Arbeit muss um 5, großes Drama. Aber auf dem Triglav um 5 Uhr morgens, alle machen mit. Nicht? Die Slowenen wissen auch, dass man jetzt nicht in Flipflops die Berge besteigen soll. Wir haben ja jährlich, das ist so eine sehr tragische eigentlich Statistik, wir haben jährlich Todesfälle, meistens von tschechischen oder slowakischen Bergsteigern, die dann in Flipflops von Schnee verweht werden oder so. Es ist sehr tragisch, aber hier ist das schon, also es gibt wirklich Gegenden in Europa, wo man sich nicht bewusst ist, dass man in die Berge nicht barfuß gehen soll. Ja, die Berge sind auch so für unsere Kultur sehr wichtig. Nach 1000 Metern sagt man, duzen wir uns. Die Slowenen sind ganz anders auf 2000 Meter als hier im Tal. Das ist interessant einmal zu erleben. Wenn ihr eine Gelegenheit habt mit einem Slowenien die Berge, auf jeden Fall Ja sagen, nur keine Flipflops, nicht? Wie gesagt, Aleš. Ich will ein bisschen mit dir reisen jetzt durch Slowenien. Du beschreibst auch so schön ein paar Orte und Städte. Du sagst Ptuj, eine Stadt, die in der Zeit schwebt. Das ist Nein, die Stadt da auf dem Wie würdest du Foto. die beschreiben? Ein Städtchen. Ein Städtchen. Ich komme daher, und Moza weiß es und deshalb fragt sie mich danach. Es ist so einer von diesen Orten, der mit der Vergangenheit nicht ins Reine kommt, eigentlich. Weil es war eine sehr wichtige, große römische Stadt.
Und dann auch noch unter dem Salzburger Bischofstum sehr wichtig. Zum Beispiel, es gibt Unterlagen im 16. Jahrhundert, kamen 3 oder 4 von den reichsten Nürnbergern aus Ptuj. Und dort hat man das Geld gemacht und es dann nach Nürnberg in Sicherheit gebracht. Aber jetzt leben da Menschen, die eigentlich mit dieser Schönheit der Stadt nicht wirklich. Aber doch, man spricht immer noch viel über Zeit. In Ptuj, die älteste Stadt in Slowenien, hört man sehr oft. Ja, das schon, aber man weiß nicht jetzt, wie man es anstellen soll. All dieses Gewicht der Geschichte ist auf den eigenen Rücken. Es ist schon auch ein Druck. Und viele möchten eigentlich die Stadt ganz anders. Die möchten es moderner. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg sogar Pläne, diese Altstadt, diese wirklich sehr, sehr schöne Altstadt, sehr poetische Altstadt von Prager Architekten, gebaut etc., abzureißen und wirklich was Modernes hinzustellen. Es gibt auch diesen utopischen Moment. Es gibt ein paar Städte in Slowenien, wie zum Beispiel Nova Gorica, in diesem Jahr die Kulturhauptstadt Sloweniens, oder Velenje, auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich erbaut. Das sind utopische Städte. In Ostdeutschland gibt es davon auch was. Die wurden wirklich aus dem Nichts herbeigezaubert und das merkt man auch. So wie im Guten wie im Schlechten. Nächste Station, ganz kurz, wir haben nicht viel Zeit, Piran. Ja, das ist die Schwester, die Bruderstadt von Ptuj, die Schönheit am Meer. Meuter schrieb wunderschön in einem Artikel über die Schornsteine von Koper und Piran. Piran. Piran, ja. Man spürt die Venezianische Republik und den Einfluss von Venetien, von Venedig. Wenn man an der Küste ist, man muss immer raufschauen, nach oben. Schaut nach oben, wenn ihr nach Koper, Piran, Isola geht, immer. Weil man sieht die schönsten Schornsteine in Slowenien. Es ist vor allem auch So wie in Venedig. eine Stadt, ich weiß nicht, wie es dir geht, du kommst ja aus der Ecke, aber auf mich macht Piran immer den schönsten Eindruck, so Anfang Februar, wo die Stadt total leer ist, so eine Melancholie, Thomas Mann, Mit Nebel. also wirklich, Nebel, das ist fantastisch. Ich liebe die Stadt in der Zeit. Nächste Station, Maribor. Die zweitgrößte Stadt in Slowenien. Eine industrielle Ruine, die sich selbst wiederfinden muss. Melancholie. Es war auch die Kulturhauptstadt 2012. Ich habe da ein Jahr gearbeitet, wo Maribor Kulturhauptstadt war, und habe die Stadt von innen noch auswendig gelernt. Habe auch einen Roman über die Stadt geschrieben, Archiv der toten Seelen. Es ist, Sie mögen, Melancholie. es ist nicht nur Melancholie, eine Grenzstadt, eine typische Grenzstadt, die eigentlich von Geistern der Geschichte oder der Vergangenheit immer wieder noch eingesucht wird und eigentlich eine neue Chance verdient. Ich sage was Positives auch noch dazu. Skifahren mit Blick auf Weinreben. Ja, wenn es Sehr Schnee toll. gibt. Viel Schnee gibt. Maribor, zweitbeste Stadt. Und dann Ljubljana. Ja. Was würdest du über Ljubljana erzählen? Ja. Sie kennen ja schon fast Ja. ganz. Ljubljana ist für mich ein bisschen von allem. Wenn ihr Zeit habt, auf jeden Fall zum Marktplatz. Gemüse, Ljubljana, auf dem Marktplatz trifft sich Slowenien. Alles, was wir sind, was wir essen. Ja. Mediterran und Alpen. Ich glaube vor allem, es gibt jetzt auch eine andere Gliederung in Ljubljana seit vielleicht 10 Jahren. Da mit dem gleichen Prozess, der überall eigentlich weltweit im Gange ist, wo vor allem im Sommer die Altstädte eigentlich von Tourismus ganz eingenommen werden, muss man sich
machen und ein wenig die Vororte, die Spelunken aufsuchen, in Geschäfte reingehen, die jetzt nicht nur für Disneyland gemacht sind. Und dann merkt man doch auch ein ganz anderes Ljubljana irgendwie kennen. Zum Beispiel, sie gehen nach Šiška und Kino Šiška, da die Gegend. Oder ich lebte 10 Jahre lang in Rudnik. Da gibt es eine sehr schöne Gegend, die heißt Sibirien. Also das Unsichtbare und das nicht Vermarktete eigentlich zu erobern für sich selber. Ich würde das Ihnen ans Herz legen, weil das lohnt sich wirklich. Hier sieht man eigentlich und fühlt man sich eigentlich von einer unsichtbaren Wand umgeben im Stadtzentrum und man sieht auf einmal gehen diese Touristen nicht über die Straße, die stehen da und die gehen dann wieder und gehen wieder zurück. Und man denkt sich, warum? Die Stadt geht ja noch weiter, aber warum bleibt man hier stehen? Was würdest du zu Ljubljana sagen? Für mich ist es eine sehr gelungene Mischung. Es gefällt mir auch sehr, weil man kann auch zu Fuß irgendwo hinkommen. Ehrlich, es ist eine große Fußgängerzone. Wir laufen sehr gerne zu Fuß in Slowenien und mit Fahrrad. Wir bewegen uns sehr gerne, ja. Obwohl es sehr schwierig war, für uns ohne Auto in die Stadtmitte zu fahren. Das war großes Drama noch vor Jahren, weil Slowenen lieben Autos. Mindestens 2 Autos pro Familie, nicht? Wenn's geht. Ne, wir müssen ja irgendwie das Land erweitern, vergrößern. Also gehen wir zu Fuß. Und wenn es noch immer zu klein Dauert es länger. dann gehen wir Größer. die Buddhisten nach Bodh Gaya, Ja. Proklamation, und dann geht man noch langsamer. Ja, nur das Problem ist, wenn man fragt, wenn etwas nah dran in München ist, ist es immer noch ein bisschen weit, nicht? In Ljubljana ist es anders. Nah dran ist so 1 Minute. Das ist nah für uns. Ich habe da eine Stadt ausgelassen im Buch und die ist Kran. Oh, das ist schön. Was denkst du über Kran? Oh, meine Familie, ein Teil der Familie kommt aus Kran. Ja. Und unser größter Dichter, Franci Prešeren, das war seine Endstation in Kran, sehr, sehr wichtig, auch Plečnik. Er hat sehr viel, unser größter Architekt, den man immer hier in Ljubljana bewundert, hat tolle Sachen in Kran und in der Gorenjska Region gemacht. Es ist eine Stadt mit viel Make-up jetzt. Es wurde sehr viel gemacht in der Altstadt, hat sehr viel vom Charme, würde ich sagen, verloren. Aber das ist die 4. Stadt mit einem tollen Fluss, Kokrica, und einem Kanyon, der in der Stadtmitte. Und man kann mit Zug hin, aber mit viel Zeit. Sie haben ja viel Zeit. Ich wollte auch so ein bisschen, so wie jetzt, ein bisschen praktisch sein für unsere Gäste. Geht's noch? Ja? Ja, wir sind doch alle da. Vielleicht noch ein paar Sachen, weil wir haben jetzt so viel gesprochen, wie sich Slowenien anfühlt, was Slowenien spricht. Aber wie schmeckt Slowenien? Was für einen Geruch hat Slowenien? Was muss man hier probieren? Die Kartoffel, das ist das Kartoffelland. Ja, nicht nur Kartoffeln, auch Sauerkraut. Sauerkraut. Wie gesagt, den Deutschen schmeckt Slowenien gut. Naja, es ist schon das, was wir über Geografie gesprochen haben, das kommt natürlich dann im Kochtopf auch wieder zusammen. Aber die Küche hat sich ja so internationalisiert. Es ist ja unglaublich, was man überall zusammengemischt bekommt. Unsere Starköchin Anna Roche, die paar Jahre hintereinander die 3 Michelin-Sterne hat sie. drei Schon, ja. Ja. Aber du schreibst viel über Essen, deshalb wollte ich das auch ein bisschen ansprechen. Also wir sind die Kartoffelnation, wir haben sogar ein Wort dafür, Krompirioci. Und wir haben sogar eine Kartoffelmeisterschaft. Ja.
Stellen Sie sich vor, die Bratkartoffelmeisterschaft. Die haben sogar eine Nationalhymne, eine Bratkartoffelhymne. Und dann gibt es dann tausende Leute kommen in eine Stadt, weil die wandert, diese jährliche Ausstellung der Bratkartoffelbrater und verkosten dann Bratkartoffeln. Es gibt über hunderte Rezepte, nach denen Bratkartoffeln gemacht werden. Es ist wirklich eine Zumutung. Ja. Sie kommen dann in diese Stadt und die Stadt riecht nach Bratkartoffeln. Und wir Kartoffeln sogar in Ich jeder liebe. Sprache, nicht? Wir haben ja, wenn man sagt, Imam Krumpir, wir haben jetzt eine Kartoffel, das heißt, man hat Glück. Wie sagt man, Schwein gehabt bei euch? Ja, Schwein gehabt. Wir haben eine Kartoffel. Und ihr habt Schwein. Okay. Buchweizen isst man sehr viel, Alesh. Buchweizen. Das Einmal war ich Exotisches manchmal. Einmal war ich in Chengdu in China, da an der Uni von Minderheiten, eine ganz große Institution da. Und ich habe einen Vortrag vor einer Klasse, die alle waren Volksstämmige der Qi. Und die Qi haben den Buchweizen als nationalen Gericht und die haben Tee aus Buchweizen, Gerichte aus Buchweizen. Und wo sie von unserer auch Identifizierung zu Buchweizen gehört haben, waren sie absolut, die wollten sich verbrüdern, verschwestern. Wir essen sehr, sehr viel Gerichte aus Buchweizenmehl. Und Löwenzahnsalat. Das ist sehr exotisch für viele Besucher. Und In Thüringen. es ist eigentlich auch eine Sportdisziplin, so wie das Pilzesammeln bei uns. Ja. Im Frühling Löwenzahn. Alle müssen auf die Felder. Der Schnee taut und alle Slowenen rennen auf die Felder, um Löwen zu sammeln. Stellen Sie sich das vor. Es ist wirklich unglaublich, was für Kämpfe für ein paar Blätter Löwenzahn da entfachen. Haben wir Gäste aus dem Riesling-Gebiet? Riesling? Nein. Bayern, Bier? Ja? Okay, es geht, super. Weil wir trinken hier auch schon am Vormittag, nicht? Manchmal sogar am Morgen mit Schnäpschen. Ja. Sehr viel Schnaps, Kräuter natürlich, slowenisches Ayurveda. Wir tun alles in Schnaps. Sehr gesund natürlich, es wirkt. Und wir haben natürlich fast alle Süßigkeiten von der Wiener Küche uns ausgeborgt und dann als unsere weiterverkauft. Sehr viel Topfen zum Beispiel. Dein Buch, Alesh, ist eine Gebrauchsanweisung und wir wollen unseren Gästen auch helfen, ein bisschen Slowenisch zu lernen. Gibt es Wörter, die man jetzt lernen muss? Was würdest du empfehlen? Was für Wörter sollen wir lernen zum ersten Mal in Slowenien? Ja, nee. Und dann gibt es natürlich das sehr brauchbare Živio. Živio, sagen Sie alle den Živio. Živio. Bravo, sehr gut gemacht. Mit Živio kann man Hallo sagen. Man kann sich auch verabschieden. Aber vor allem kann man auch mit dem gleichen Wort anstoßen. Also man kann 3 gebrauchen mit einem Wort, ist schon viel. Das ist ganz gut, glaube ich. Was ist dann noch wichtig? Ich spreche hier viel von unserem Wort für einen Gemütszustand, der sehr spezifisch ist, Krepene. Das lang nach etwas Unbekannten. Und ein Wort, das sehr wichtig ist und leider hören wir es nicht sehr oft, eigentlich 2 Wörter. Ljubim. Ich liebe dich. Man liebt nicht in Slowenien, man hat gern. Nicht, wir sagen Rad te imam. Ich hab dich gern. Ich hab dich lieb, aber ich liebe dich nicht. Rad te imam ist sehr verwendbar. Man kann es für Aufstrich benutzen.
Ich liebe, also Ratimam, Ich liebe Ratimam Pasteto. Ja, Pastete habe ich gern, Leberpastete habe ich gern. Und dich habe ich auch gern. Aber Ljubimte, das hört man vielleicht im Film, aber nicht sehr oft. Im Roman. Aber leider lieben wir nichts, obwohl wir die Sprache der Liebe haben und die Zweizahl, mit der man die Liebe so schön ausdrücken kann. Aber das tun wir leider nicht. Wir haben gern. Wir machen es auch gern. Ah ja. Ja. Es ist, wie gesagt, ein sehr verwendbares Wort. Ratthema. Rathema. Ich hab dich. Äh, Aleš, Wollen wir vielleicht für den Abschluss, kann ich Ihnen noch 2 Seiten zumuten aus dem Büchlein und dann entlassen wir Sie langsam in die dunkle, tiefe slowenische Nacht. Ja, okay. Die Angst vor dem Schnupfen. Schon der slowenische kommunistische Chefideologe Edvard Kardel sagte, Slowenien ist Raum in der Luft. Wie die meisten Europäer fürchten auch wir Slowenen uns vom Hunger und noch mehr erschüttert uns der Gedanke an den Durst. Insbesondere die Abstinenz von Wein, Bier und Schnaps bzw. von anderen Drogen wie zum Beispiel dem mannischen Betreiben von Sport, dem besessenen Kommentieren im Internetforen oder dem Meckern. Wir fürchten die Veränderung. Jede Veränderung ist schon ein erschütterndes Eingreifen in unsere Grundrechte, eine Bedrohung und ein Gewaltakt, auch wenn es sich um alkoholfreies Autofahren, Verordnungen zum Tragen von Schutzmasken oder neue Parkverbote handelt. Die Urangst vor Veränderung hat durch die letzten 5 Jahrhunderte einen Namen bekommen. Die Angst vor den Türken. Verheert von türkischen Streifzügen im 16. und 17. Jahrhundert und mit den 300 Folgejahren des Predigens von Türkenschreck hat sich der kulturell andere als Terror im Gedächtnis der Slowenen festgesetzt. Der deutsche Schriftsteller Michael Krüger hat es beim Anblick der berühmten Türkenbildnisse von Ptuj der Turkerie so in einem Gedicht beschrieben. Ich zitiere: Aber eigentlich fürchten Slowenen nicht mehr als die Türken sich selbst. Und der slowenische Dichter Dane Seitz hat einmal gesagt, dass der Slowene vor allem dem anderen Slowenen gegenüber ein echter, also bösartiger Slowene ist. Man fürchtet nichts mehr als die immer latente Gefahr, aus der eigenen Sippe verstoßen zu werden, außer vielleicht den Durchzug. Weil der Durchzug, so sagt man, Erkältung bringt. Und das Schlimmste, für die Slowenen ist es, erkältet zu sein. Die Irinnen trinken ihre Pints auch im Winter vor dem Pub stehend, mit von der Kälte blau gefleckten, entblößten Beinen. Die deutschen Kinder spielen auch im Winter im Matsch und Schlamm, nicht unbedingt wie Eskimos gekleidet. Der Slowene aber macht das Fenster auch im Sommer beim geringsten Windhauch zu. Auch bei größter Hitze bleiben die meisten Autofenster geschlossen und die Klimaanlage auf die niedrigste Stufe geschaltet. Die erste, die mich schon vor langer Zeit darauf aufmerksam gemacht hat, eine Amerikanerin, die an radikal aufgedrehte Klimaanlagen in den Staaten gewöhnt, im Sommer in den öffentlichen Verkehrsmitteln Sloweniens fast umkam vor Hitze und zurechtgewiesen wurde, sobald sie versuchte, ein Fenster auch nur einen Spalt weit zu öffnen. Es sei schlecht für die Gesundheit, vor allem für die Kinder, belehrte man
sie sofort eines Besseren. Das Schlimmste seien der Durchzug, die Rotznase der Kinder, das Husten der Erwachsenen, AIDS, Covid-19, die Pest, sind nämlich kollektiv. Sie gehören allen Nationen an und kennen keine Grenzen und sind deshalb weniger schlimm als das, wovor man sich hier in Slowenien bewahren kann. Dem Stoff. Ich danke vielmals. Vielen Dank, Alev. Danke auch für deine Gebrauchsanweisung. Sie hast gesagt, ich habe das jetzt nicht ganz als Slowene geschrieben. Gab es ein bisschen Autozensur? Hast du irgendwie Sachen ausgelassen, über die du nicht erzählen wolltest? Ja, alle schönen Sachen sind Gibt es einen roten Knopf, den man nicht drücken darf, wenn man nicht Slowene ist? Nein, ich glaube, hier gibt es ja, das beliebteste Instrument in Slowenien ist ja die Druckharmonika. Es gibt so viele rote Knöpfe da, man spielt auf Knöpfen. Vielen, vielen Dank und wir wünschen euch allen viel, viel Spaß in Slowenien. Und das ist... Es gibt ja diese Geschichte, sie werden ja in die Škocjanske Jame gehen, in die Höhlen von Škocjan, die sind wunderschön. Man kann sie ja seit 60 Jahren oder so, man kann durchgehen, man geht durch wirklich tief runter, dort fließt ein wunderbarer unterirdischer Fluss und dann kann man auf der anderen Seite kommt man rauf. Vor 100 Jahren, um die Jahrhundertwende, gab es diesen zweiten Weg vom Fluss in die Außenwelt nicht mehr, man musste den gleichen Weg wieder zurück. Sigmund Freud ging, ich glaube das war 1899, zu Neujahr darunter. Er beschreibt es in einem Brief. Und er beschreibt einen slowenischen Bauern, der ihn da reingeführt hat, der besoffen war. Und die ganze Zeit absolut unmögliche Witze über die Grotte gemacht hat, als eine Frau, die man dann besteigen müsste, etc. Und Freud war entsetzt von diesem Mann. Er sagte, es war viel schlimmer, als in Dantes Höhle da reinzusteigen. Und das war unmöglich und das dauerte endlos und endlich sind sie angekommen da an der tiefsten Stelle. Wen treffen sie da? Es war Karl Lueger, der österreichische Antisemit, der dann viel später eigentlich auch dafür zuständig war, was mit Sigmund Freud und seiner Familie geschehen ist. Sie können sehr viel Europa auf kleinstem Land hier erleben, wenn Sie die Augen und Ohren offen halten und auch für kleine Wunder, große gibt es hier nicht, für kleine sensibel sind. Und ich glaube schon das Faktum, dass Sie so lange mit uns hier durchgehalten haben, zeigt, dass Sie von dieser Art von Reisenden sind und ich wünsche Ihnen noch ein paar unvergessliche Tage. Danke.